Unsere Delfine begrüßen Sie jetzt auch. Das machen wir mit Ballon und starten wir durch das Bier. Wow! So, das war doch schon mal eine ganz tolle Begrüßung. Bevor wir jetzt weitermachen können, müssen wir unsere Akteure der Reihe nach vorstellen. Die Delfinart, die nennt man großer Tümmler. Die großen Tümmler leben in allen gemäßigten Weltmeeren. Wir hier in Duisburg haben zurzeit 9 große Tümmler. Sie sind hier in Duisburg zur Welt gekommen. Wir wollen jetzt mal ein paar waschechte Duisburger zeigen. Dort drüben, mal schauen. Also, alles was schwimmen kann, bitte zur Scheibe und schauen Sie mal. Da haben wir 1, 2, 3. Oh, das sieht gut aus. Ich kann da ja nicht klatschen. So, dann mal schnell rüber auf die andere Seite. Dann kriegen wir das doch noch hin. Natürlich haben unsere Akteure auch einen persönlichen Namen. Da fangen wir mal an mit unseren beiden Halbwüchsigen. Zum Beispiel hier vorne, das da vorne, das ist die Donna. Und Donna, die ist geboren im September 2007. Die Kleine war bei der Geburt so knapp im Meter groß und hatte ein Gewicht um die 50 Kilogramm. Diese junge Dame, das ist die Dolly. Und Dolly ist was Besonderes. Sie ist auch geboren im August 2007 und ihre Mutter ist auch schon ein waschechter Duisburger. Deshalb ist Dolly der erste Delfin in Deutschland in der 2. Generation. Dieser junge Mann hier vorne, das ist unser jüngster Nachwuchs und heißt David. David wird nächsten Monat 2 Jahre alt, der kleine Franz. Ne? Die Mutter, das ist die Daisy. Daisy ist 16 Jahre alt und der kleine David ist ihr Erstgeborener. Ne? Gut, so. Und die Daisy ist auch bei uns zur Welt gekommen, ist klar. Der Rest der Delfine übrigens ist hinter den Kulissen. Dort haben wir 3 weitere Abteilungen für unsere Tiere zur Verfügung. Nach dem Programm kommt die ganze Familie wieder zusammen. So, jetzt habe ich genug erzählt und jetzt wollen wir einen Sprung zeigen. Es geht über ein Hindernis. Hindernis wird vorbereitet, ein Wasserstrahl. Die Tiere holen Anlauf. Wir fangen an mit einer recht niedrigeren Höhe, damit der kleine David üben kann. Achtung, David üben. War trotzdem nicht schlecht. Sofort gibt es eine Belohnung und dann geht man Stück für Stück nach oben. Jetzt zum Beispiel machen wir sozusagen den Teenager-Sprung. Nochmal aufgenommen. So, jetzt wollen wir nicht mehr bücken. Teenager-Sprung ist so die halbe Höhe. Achtung und zurück. Aber Wirfleger meinen auch, die Tiere sind gut drauf, da ist bestimmt noch mehr drin. Ja, versuchen wir doch einfach mal den Erwachsenensprung. Das sollten unsere beiden Halbwüchsigen auch schon irgendwie hinkriegen. Holt nochmal Anlauf. Jetzt kommt der richtige Sprung für die Älteren. Diese Höhe. Und jetzt. So, jetzt wird es schon gleich ein bisschen interessanter. Sie müssen wissen, Delfine können sehr gut sehen. Nicht nur unter Wasser, sondern durch das Wasser. Das möchte ich euch mal zeigen, mit Hilfe von einem Ball, nämlich diesem hier. Der Ball wird in Bewegung versetzt. Klasse. Je mehr sich der Ball bewegt, desto schwieriger wird es für den darauffolgenden Delfin, ihn zu treffen. Schauen wir mal. Daisy, super, feiert sie hier. So, der nächste bitte, das müsste die Dolly sein. Und damit das alles kein Zufall ist, machen wir einen zweiten Durchgang. Donna, sehr gut. Okay, dann nochmal die Daisy, die ist schon unterwegs, zielen, temperamentvoll treffen, hoffe ich. Und Daisy jetzt. Sehr gut. So, wir warten noch kurz, letzter Hüpfer müsste Dolly machen. Und, schaffst du wählen? Und, alles klar, Dankeschön. Schnell weg mit dem Ball. Oder? Oh, ich sehe da unten noch einen Haken. Da ist noch jemand, der möchte unbedingt was. Jetzt darf ich. Prima. So, und noch möchte ich so ein bisschen was von Delfine im
gesäugt mit Milch, wie bei uns Menschen schließlich auch. Nach einer Tragzeit von 12 Monaten kommt ein großer Tümmler zur Welt. Als erstes damit. Das ist der Antrieb, den nennt man Flügel, voll beweglich. Und der kleinste, der David, der übt auch schon fleißig. Flugezeit ist ganz klar. Dass sie nicht setzen kann. Schon nach die Delfin-Babys schauen das von ihren Geschwistern oder von der Mama ab. So, du musst aber mal außen rumstehen. Du hast die falsche Seite. Das muss auch ein Baby lernen. Schön auf dieser Seite. Gut. So, dann haben wir auf dem Rücken die sogenannte Finne. Die Finne dient ähnlich wie bei einem Segelschiff das Schwert zum Stabilisieren beim Schnellschwimmen. Der Delfin ist nicht in der Lage, diese zu bewegen, sitzt hier steif auf dem Rücken. Sehr gut. Und dann haben wir noch die Brustflossen. Die Brustflossen nennt man Flipper, die gebraucht man zum Steuern. Das heißt immer wenden und ein bisschen wackeln. Ne? Die sind ja beweglich. Ne? Wackeln. So. Und nun haben wir jetzt die Flossen einzeln gezeigt. Und jetzt üben wir gerade mit Dolly und Donna, dass sie alle Flossen zeigen. Dazu sollen die hier auf dieser Bühne herausgerutscht kommen. Dazu brauchen die Tiere sehr viel Vertrauen zu uns Pflegern, denn schließlich verlassen sie ihr sicheres Zuhause, das Wasser. Deshalb haben wir die Tiere so etwas geübt. Und Vertrauen baut sich auf, indem man zum Beispiel eine Berührung zulässt. Ich zeige das mal kurz, geht ganz simpel, komm mal her, einmal berühren, streicheln und schon ist Vertrauen da. Dann geht es ein Stück für Stück, ja. Nach hinten, da gibt es die sogenannte positive Konditionierung, das heißt eine Belohnung, ist doch ganz klar, ne? So, gut, und dann wollen wir gucken, wie weit wir schon sind mit unseren beiden Halbwüchsen hier. Also, Dolly und Donna auf den Sassen und ja. Oha, super! Bravo! So, das war auch klasse von den beiden. Aber wir haben ja natürlich noch einen Profi hier unter uns, nämlich die Daisy. Daisy mit ihren 16 Jahren, die macht das ganz locker. Wir brauchen sie noch mal kurz. Daisy, komm mal her. Komm, unser Model, einmal raus. Jawohl. So, wir drehen sie einfach. So. Nochmal schnell zum Mitschreiben für die Kinder. Also, Fluke, Finne, rechts und links die beiden Flipper. 88 Zähne zeigt das Baby ganz toll. Frühstück Kopf, ist klar. Hier oben drauf haben wir die Nase, ist auch kein Thema. Dann haben wir Augen, sieht auch jeder. Aber was man nicht so einfach sieht, sind winzig kleine Punkte, jeweils ein Ohr. Nur keine Muscheln, sondern einfach nur Röchlein. Ja, die Dicke. Super gemacht. So. Noch eine? Ja, du hast natürlich. So, jetzt wollte ich euch noch zeigen, was die Tiere so alles mit Hilfe ihrer Flossen anstellen können. Wir bleiben bei den Flippern. Die Delfine können nicht nur mit den Flippern steuern, sondern ganz wichtig auch etwas festhalten. Zum Beispiel sich bei der Paarung umarmen, Jungtiere festhalten, wenn Schutz benötigen, oder einen Gegenstand zwischen die Arme nehmen, festhalten, kräftig festhalten. Jetzt machen wir was ganz Leichtes, extra für die Kinder. Wie benutzen Delfine ihren Antrieb? Fische haben immer einen senkrechten Antrieb, Waldelfine immer einen waagerechten Antrieb. Damit schaufeln sich die Tiere durchs Wasser und das wollen wir mal zeigen. Macht das an der Oberfläche, sieht das auch jeder. Auch der kleine David übt mit. Das sind wir auch ganz leicht. Ne? Sehr gut. Auf und ab, sehr schön. Das kann ich auch. Mit Hilfe dieser Vorwärtsbewegung und einer enormen Kraft erreicht so ein großer Tümmler eine Spitzengeschwindigkeit, die liegt so zwischen 20 bis 30 Stundenkilometer. Dafür benötigen die Tiere sehr viel Kraft. Das möchten wir Ihnen auch zeigen. Unsere Tiere stemmen ein Gewicht, ihr eigenes. Wollen wir mal schauen. Ne? Also, kurz aufgepasst. Okay, Daisy und auf.
So, natürlich möchten Sie jetzt auch wissen, wie viel Gewicht ist denn da gerade gestellt worden? Wie schwer ist ein Delfin? Das können wir Ihnen auch zeigen. Dort drüben haben wir eine Waage. Da schicken wir unser Mädel rüber, unsere Daisy. Rechts und links sehen Sie die Anzeigetafel. Und dann schauen Sie mal bitte live, wie schwer ein ausgewachsenes Delfinbeinchen ist. Genau. So, gelandet bei 182 Kilogramm. Jawohl, sehr gut. Dankeschön. Ja. So, allerdings ist die Daisy nicht der schwerste Delfin. Wir haben da schließlich noch den Vater der Delfinbabys, der kleine Ivo, der große Ivo. Der ist nämlich 2,70 Meter groß und wiegt 270 Kilogramm. So als Vergleich. So, gut. Nun kommen wir zur Geschicklichkeit. Delfine müssen jagen jeden Tag 8 Kilogramm Fisch. Fische sind manchmal schnell und flink und der Delfin als Raubtier muss das einfach besser können. Deshalb tun sich die Delfine oft in großen Gruppen zusammen oder haben allerlei Tricks, um die Beute zu erjagen. Wir wollen jetzt mal ein paar Tricks zeigen, zum Beispiel hier eine Gemeinschaftsaktion. Jeder sammelt ein, alle passen auf, dass die Regeln wirklich alle eingesammelt werden, keiner schummelt, keiner zankt und keiner wirft die Regeln ins Publikum. So, okay. Wir haben den ersten Ring, oder? 2. Gold. Das ist die Donner. 2 Ringe. Das ist das Minimum. Jetzt kommt die Dolly. Mädel, wie viel hast du denn? Auch nur 2. Oh. Dann hat die Daisy 6. Das geht schief. Ja, das ist ja eingefallen. Okay, 5. Kriegen wir noch einen. Du hast ganz toll aufgepasst. Super. Gut. Sehr schön. Dann gibt es für jeden einen Ball. So. Dieser Ball soll jetzt zielsicher zurückgeworfen werden. So zielsicher, dass ich nicht springen muss wie Torwart. Der erste Ball, also das war nicht im Ziel. Nö, das gilt nicht. Wo bist du? Machst du bitte nochmal, ja? Gut. So. Da haben wir die Daisy drauf. Daisy! Der perfekt. So, dann kommt Dolly. Also, das war unfair. So, ihr könnt ja nicht hier einfach schießen. Ihr wollt bitte noch machen, vernünftig. So, wir warten noch auf die Donna. Die könnte auch mal langsam wieder. Donna, was macht ihr mit den Bällen? Ja, also, Dankeschön. Ja. Und der letzte. Das macht die Kleine mit Absicht. Die hat gestern wohl den MSV gesehen. Ja, die können nur Tore schießen. Nur leider nicht genug. Ja, alles klar. Wunderbar. So, jetzt wollen wir noch einen Ring einsetzen. Die Geschicklichkeit ist noch nicht zu Ende. Wir haben hier nämlich noch den Ring für die Daisy. Der wird jetzt zurückgebracht. Da sehen Sie die Geschicklichkeit ganz besonders. Das war die Ältere, die kann das wirklich toll. So, jetzt wird es aber besonders schwierig. Fische sind ja auch nicht ganz unflink. Es gibt zum Beispiel Fische, die sich vor den Delfinen retten wollen, indem die aus dem Wasser herausspringen. Und manche Delfine sind darauf spezialisiert. Und das wollen wir jetzt auch mal kurz zeigen, dass sie so etwas ebenfalls können. Ich muss mal hier hochkrabbeln und ich hoffe, dass ich nicht runterfalle. Sollte ich fallen, bitte einen genüsslichen Applaus, das wäre auch ganz lieb. Das wackelt nämlich ganz schön oben. So, okay. Ups, Moment. Achtung, zu zweit hoffe ich. Jetzt Dollar. Ja. Ganz toll. So, dann rücken wir wieder raus. Dankeschön, du aus. Sehr gut. So. Und nun kommen wir zu einem Sprung. Wir werden sehr häufig gefragt, warum geraten Delfine in der Wildbahn in Netze und ertrinken darin. Jeder sich meint, Delfine, die können auch toll springen. Warum
ist das für Delfine der Wildbahn ein Riesenproblem. Die trauen sich nämlich über nichts zu springen, was sie nicht ganz genau kennen. Bei uns im Delfinarium lernen die Tiere erst einmal über ein Hindernis zu schwimmen. Das machen wir mit einem Seil unter Wasser, einer Stange oder einem Reifen. Erst drüber schwimmen und dann drüber springen. So baut sich die Übung auf und die möchten wir Ihnen jetzt näher bringen. So, das Seil kommt rüber. Die Dolly ist uns behilflich. Sehr gut. Jetzt wird das Seil gespannt auf eine lebensbedrohliche Höhe, zumindest für Delfine in der Wildbahn. Und mal schauen, wie das aussieht. So. Prima, das ist die Höhe. So liegt ein Netz auf dem Wasser. Unzählige Delfine, Kleinwale und andere Meerestiere sterben in solchen Netzen. Unsere Tiere zeigen mal, wie leicht es doch ist, sein Leben zu verlängern. Das war's schon. Mehr ist nicht nötig. Gut. Natürlich reißt diesen Sprung niemanden vom Hocker. Deshalb gehen wir jetzt Stück für Stück nach oben, belohnen unsere Tiere immer wieder zwischendurch und dann haben wir einen atemberaubenden Sprung. Den zeigen wir auch. Jawohl, Achtung, alles gebe, jetzt! So, dann kommt mal her, das war sehr schön von euch gemacht. Ganz, ganz toll. Bitteschön, prima. Ja, da müssen wir rein. Bitteschön. So, und nun kommen wir zu einem Gemeinschaftsspiel. Gemeinschaft heißt, wir haben 3 Bälle zur Verfügung. So, und da versuchen wir jetzt 2 Delfine an diese Bälle zu kriegen, gleichzeitig wie möglich. Machen die halbwüchsige hoffentlich. Also, wir warten auf Dolly und Donna, die beiden sollen das übernehmen. Wie schaut es denn aus? Die Donna ist schon da. Wo treibt sich wieder die Dolly rum? So, David, du musst weg. Du kannst das nicht. So, alles klar, Dolly? Können wir loslegen? Okay, Achtung und los. Und... dafür kann ich nichts, ne? Wenn das geworden ist, bitte nicht trocken machen, das wird schlimm. Okay, nun wollen wir mit dem Boot fahren. Die Dolly ist unterwegs und wird das Boot abholen. So hoffe ich. So, sie ist da. Es geht los. Schön festhalten. Und Dolly, kein Quatsch machen. So, super. Anlegemanöver. Schön sitzen bleiben, nicht aussteigen. Dolly muss erst frisch ankommen, sonst versenkt sie das Boot. Ja, das ist toll gemacht. Super. So, jetzt bist du dran. Gib mir mal bitte deine Hand. Steh mal auf. Komm mal raus. Dreh dich zum Publikum und genieße einen Applaus. Jawohl. Nun zu dir. Du musst dich mal auf die linke Seite stellen. Machst du das bitte? Sehr gut. So, jetzt brauche ich deinen Vornamen. Wie heißt du denn? Johanna. Okay, hier sind unsere Delfine. Wir haben auch alle einen Namen. Du hast bestimmt aufgepasst und hast die Namen alle gehört und weißt jetzt, wie die Tiere aussehen und kannst mir jetzt sagen, wer ist wer. Wenn du einen einzigen Delfin richtig hast, bekommst du eine tolle Überraschung. Fang an. Wen kennst du? Das ist leicht. Okay. Hast du überhaupt einen Namen behalten? Kennst du überhaupt einen Namen von unseren Tieren? Vergessen. Das geht aber schnell. Na gut. Okay. Pass auf, dann machen wir das doch einfach gemeinsam. Also, fangen wir mal an. Du musst einfach hoch. So, guck mal. Das ist der kleine David, die Daisy, die Donna und das ist Dolly. Wo ist Dolly? Super, richtig, du kriegst die Belohnung und mach mal runter. Pass auf, wolltest du mal lieber dem Dolly einen Fisch geben? Ja, pass auf, den Fisch hier oben festhalten, rüberhalten und schwupps ist er weg, okay? Gut. So, ich glaube, du musst ein bisschen zu mir kommen, stell dich mal hier hin, lass dir nicht den Fisch von denen wegnehmen, das ist der Kleine. Der will immer so zwischendurch was naschen. Schön festhalten,
nicht loslassen. Jetzt kommt Dolly. Perfekt gemacht. Das war so, jetzt komm mal runter zu mir. Knie dich mal hin, bitte. Sehr schön. Möchtest du mal ein Delfin streicheln? Okay, wir fangen mal an mit dem Erwachsenen. Das ist der Kleine, der übt ja noch. So, da haben wir die Mutter und Daisy. Streichel mal ruhig. Sehr gut. Ganz ruhig feste Runde, geht die Farbe nicht ab. Ne? Ja. Da kommen wir bei 8, sind sie alle da. Ne? Fummel, dann geht alles. Ne? Sehr gut. So, jetzt darfst du wieder aufstehen, bitte. Super. Und jetzt schau mal in die Gesichter von unserem Publikum. Erkennst du da etwas? Guck mal in die Gesichter. Was siehst du da? So sieht blanker Neid aus. Jeder möchte Fummel kommen. Geht natürlich nicht. Deshalb haben wir dich. Du darfst jetzt allen Besuchern erzählen, wie hat sich so ein Delfin angefühlt? Nass, Delfine sind nass. Wer hätte das gedacht? Ja, sonst gäbe es aus der Wüste. Das ist sehr gut gewesen. Nass. Sind die hart oder weich? Hart, super, okay. Sind die so glitschig wie Fische oder sind die schön glatt? Glatt, sind ja auch keine Fische, das sind ja Säugetiere. Hast du schon mal Fisch gestreichelt? Ein Fischstäbchen mal Ei gemacht, bevor du reingebissen hast? Aber ich habe was vorbereitet für dich. Halte mal bitte deine Hand auf. Hier habe ich einen Tintenfisch. Die sind besonders schleimig, so als Vergleich zum Delfin. Die sind ja schön glatt und Fische sind schleimig, eklig, ne? Super, Tintenfische ohne Knoblauch, die waren ja toll. So, und jetzt riech mal an deine Finger. Fische stinken, Delfine nicht. Genau, so, was machen wir mit so einer Hand, die stinkt? So kommen wir nicht zur Mutti. Hände waschen, wem hast du das denn? Von der Mama? Ich zeige mal, was ich von meiner Mama gelernt habe. Mach mal so. Hände zusammen, direkt für rubbeln, schneller, noch schneller muss warm werden und dann eine Hose abschmieren. Bisschen pädagogisch wertvoll, ne? Kannst du in allen Lebenslagen benutzen, ne? Gut. So, und fühlen Sie sich gut oder schlecht an? Gut, super. Riech nochmal deine Finger, stinken die noch? Nö, ist weg, ne? Ja, richtig, gut. So, okay, dann darfst du mir auch noch helfen. Hier oben drauf haben Delfine ein Loch. Guck mal. So, ein Loch, jawohl. So, was ist das für ein Loch? Weißt du das? Die Nase, jawohl, das war richtig super. Gestern hat ein Kind gesagt, das wäre der Auspuff. Der Auspuff ist weiter hinten, ne? Vorne ist immer die Nase. Gut. So, und du hast ja auch eine Nase. Was machst du denn mit deiner Nase? Riechen und atmen, jawohl. Riechen können Delfine nicht mehr, dafür können die was anderes, nämlich das. Jawohl, Töne machen mit der Nase. Sehr gut. So, und jetzt bist du dran. Jetzt darfst du mit deiner Nase Töne machen. Kannst du nicht? Das ist richtig, das können Mädchen nicht. Das können nur Jungs, sogar im Schlaf. So, gut. Hat's dir Spaß gemacht? Möchtest du zurückschwimmen und zurück mit dem Boot fahren? Mit dem Boot fahren, natürlich. Dann ruf du mal ins Bötchen. So. Möchtest du noch einen Fisch mitnehmen für die Mama? Kannst du bis Weihnachten hinterm Wohnzimmerschrank verstecken, ne? Alles klar. Super, es geht zurück. Wieder festhalten und die Dolly wird das Brot zurückziehen. Wo ist denn jetzt die Dolly? Ah, sehr gut. Es geht zurück. Tschüss. So, mach nicht so schnell, Dolly. Wir haben Zeit. Ja, das sieht doch gut aus. Wunderbar. Ich denke, die kleine junge Dame hat noch einen tollen Applaus verdient, oder? Wollen wir einen weiteren Schritt zeigen. Es geht nur noch an einem Ball, nämlich an diesen. Und der hier kommt weg. So. Jetzt haben wir noch unsere Spezialistin, unsere Daisy. Und die
zeigt jetzt nochmal einen ganz tollen Hüpfer. Starten wir durch, schauen zum Ball. Achtung! So, wir kommen zum Finale, das Rundlicht. Die Delfine werden jetzt diese Bälle ins Publikum schießen. Eine ganz wichtige Bitte, die herausgeschossenen Bälle einfach fliegen lassen. Die Bälle bitte nicht zurück ins Becken werfen. Das ist ganz wichtig, denn unser Wasser wird auf natürliche, biologische Weise gefiltert, ohne Chlor, und deshalb die Bälle bitte liegen lassen. Kleinkinder, Brillenträger, aufpassen, es wird scharf geschossen. Das geht bis in die oberste Reihe. Und die